Hallihallöle, ich bin's, euer Blasteringenieur. Und ja, heute wollen wir mal nicht nochmal Blästerle rumbauen, sondern ich wollte einfach mal Danke sagen, weil wie sich das alles entwickelt hat, also das finde ich nach einem halben Monat schon echt klasse. Also jetzt schon, ich glaube jetzt laut aktueller Statistik schon über 10.000 Aufrufe und etliche Stunden anguckt und schon 33 Abonnenten oder alles, also habe jetzt hier einfach mal die Reven hinpackt, dass ihr ein bisschen was zum Rumspielen haben, dass Tender auch was zu tun haben. Aber eigentlich wollte ich hauptsächlich für Danke sagen euch, dass ihr da schon alle dabei seid, schon fleißig und das freut mich echt und das macht dann auch echt Spaß und weitere Sachen rumzubauen und ja, also gucken, dass man sich das richtige Werkzeug holt und alles. Gut, ich habe auch so, also, aber wenn er nicht da wäre, hätte ich auch Spaß rumbasteln für mich selber und dann denke ich mal, die Videos nebenher machen, das ist ja, wenn es euch dann hilft, das ist ja auch was Schönes und, oder wenn es euch zeigt, dass er außer so ein Ingenieur das teilweise dann nicht hinkriegt aufs erste Mal und dann auch manche Versuche braucht und da rum und um da muss, weil ja, denke, mir geht es da einfach darum, dass man dabei ein bisschen auch beim Bachelor ein bisschen was lernt, ein bisschen Erfahrungen sammelt und dann halt guckt, wie man das besser machen kann. Das habe ich neulich auf Thingiverse da geguckt, da hat das tatsächlich jemand so Reven komplett als 3D-Modell. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, 3D-Drucker in der Größe wird schon ein bisschen, was war das, 30, 40 cm mehr oder mehr vielleicht. Das wird dann schon nicht ganz günstig. Aber das Modell muss ich mir mal genau angucken. Vielleicht war das auch einer, oder einer, der da ein bisschen, ja, ausgekostet, weil normal ist so 3D-Drucker, also die etwas kostenoptimierteren Modelle, also man ist ja nicht umsonst schwab, die geht halt bloß bis 30 cm oder so. Aber ja, guck mal, das hängt auch davon ab, wie ihr mich so unterstützt und was wir uns dann so leisten können alles. 3D-Drucker muss sein, 3D-Scanner irgendwann nochmal. Ja, vielleicht doch noch ein Chronograph, dass man, wenn man dann eine Leistung ein bisschen rumoptimiert, dass man auch sieht, ob es was braucht hat, wie viel es braucht hat, was wie viel bringt und auch wenn es mir später, also momentan, mir geht es ja bei den Dingen hauptsächlich ums Rumbasteln, aber dann denke ich, ein bisschen Messmittel sollte dann schon sein, dass man sieht, bringt's was, dass man wirklich dann das in Zahlen fassen kann und auch richtig professionell, ingenieursmäßig, also versteht, was ich meine. Ja, das und irgendwann mal vielleicht einmal, das ist so, ja, also das ist noch ganz weiter Zukunft. Vielleicht ein eigener Blaster entwerfen und den dann ja euch irgendwie zugänglich machen. Aber dafür muss ich jetzt erst einmal Dauererfahrung sammeln, weil mein erster Blaster habe ich ja mit euch selber zusammengebaut. Das war die Worker Prophecy da. Und da haben wir, mit euch habe ich dann der erste Blaster zerlegt und alles. Also das, ja, und so Stück für Stück guckt man, dass man dann manche Dinge halt reparieren, weil Dinge gehen halt kaputt und das will ich euch halt auch ein bisschen ermutigen, dass, wenn was hier ist, nicht zu sagen, komm, der schmeiße weg, sondern zu gucken, was kann ich denn machen. Oder auch, ich meine, sowas wie die Raven, die kriege ich gar nicht mehr. Also. Und da ist halt oft, dass Kleinigkeiten ein bisschen kaputt sind oder das halt nicht so funktioniert. Und ja, und mir hat die halt so gefallen in der Farbe und allem und deswegen wollte ich das so. Und dann muss man das halt ein bisschen reparieren und mal reingucken und das haben wir ja gemacht. Reicht es hier. Das ist halt, ja, schade, dass man das auf der Kamera nicht festhalten kann. Das hab ich schon getestet, aber man hat es halt einfach nicht erkannt. Also das muss ich gucken. Also das ist irgendwann mal. Vielleicht findet sich da mal ein Kameraprofi oder so, dann die man dann sagen kann, das musst du so und so einstellen und so machen. Dann, aber momentan
ja, das alles noch für Zukunft und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Oder das, ja, vielleicht war die Kamera so einfach auch besser. Das, ich weiß auch nicht. Ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ich glaube mir, dass die Dinger da im Dunkeln leuchtet. Und das ist halt noch nicht so, auch nicht so weltbewegend, dass man es im Dunkeln da einfach wieder findet. Also so viel, weil das wäre natürlich schon ideal, wenn man da Pfeile hat, die im Dunkeln leuchten, dann schaltet man das Licht aus und dann sieht man sofort, wo sie liegen. Das, aber so gut ist halt dann doch nicht. Also, hat man auch die Pfeile trotzdem, dass ich ja ordentlich aufleuchten lassen habe vorher und vorher ordentlich vorglüht habe. Also das Vorglühen, nicht das, was ihr da so am Wochenende macht. Ja, aber ich freue mich über jeden, der hier also, bei meinen Kanälen dazukommt und dann also, freue mich einfach. Das finde ich schön, dass das Ganze wächst und dass es so schnell wächst und alles. Das haben wir gedacht, ihr habt da meinen Spaß dabei und wenn es euch für ein bisschen was bringt, ist ja auch gut. Ja dann, wenn es euch gefällt und wenn ihr mehr sehen wollt, habt da einige schon vor und auch ein bisschen was, man überlegt, was man so machen kann in der nächsten Zeit. Also da habe ich da einiges. Könnt ihr mir glauben, ich bin Ingenieur. Vertraut mir da, ich bin Ingenieur. Und haltet mein Bier natürlich. Vorher. Haltet mein Bier und vertraut mir, ich bin Ingenieur. So rum. So rum. So ist richtig. Ja. Also hier basteln wir. Das ist professionelles Engineering. Auf jeden Fall freut mich, dass so viele da sind. Und wenn ihr noch nicht kein Abo da gelassen habt, dann lasst ein Abo da, drückt das Klingeln. Wir werden hier auf jeden Fall Spaß haben. Wird sich ordentlich entwickeln. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.